Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Tournament Report. Endlich ist es wieder möglich. Und ja, ich freue mich, euch den wieder zeigen zu können. Es ist dann mal ein bisschen kürzerer. Wenn ihr aber Interesse habt, ein bisschen auf ausführlichere Tournament Reports, auch ein bisschen mehr Shots von der Armee, vom Gelände, vielleicht auch während des Spiels mal ein bisschen so Insights, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare und dann werde ich das beachten. Weil bisher sind Tournament Reports meistens so ein bisschen angekommen, nicht viele Reaktionen, aber wenn ihr denkt, nein, hey, Tournament ist das Geilste von 40k, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und ich will beim nächsten Turnier dann schauen, dass ich das so ein bisschen einrichten kann und auch ein bisschen mehr Insights vom ganzen Turnier zeigen. Weil es ist wirklich eine coole Erfahrung und habe euch gerne da mit dabei. Der Luc ist dabei gewesen, der Willi ist dabei gewesen, den ihr vom Channel schon kennt. Und ja, es sind 8 Spieler insgesamt, also wirklich klein. Alles gut, wirklich mit Massnahmen, Maskenpflicht den ganzen Tag und genügend Abstand. Ja, da haben wir alle Modelle, die ich dabei habe. Alles Infanterie ausser der gute Herr, der Monenprinz. Ja, starten wir gerade mal mit meinem Patrol. Da haben wir einen Sorcerer in Thermi-Rüstung. Ich spiele Cult of Magic. Und genau, er hat einen Warlord-Trade, das heisst zum Zaubern, und das Relic, das ich auf 5 plus einen Command-Point zurückbekomme. Dann haben wir einen Demon Prince, der für 2 extra CPS Relic und ein Warlord-Trade bekommt. Und zwar extra Mortal Wounds, wenn er zaubert, ist Warlord Trade. Und das Relic ist von Cult of Magic nochmal +1 zum Zaubern, das heisst BDM +1 zum Zaubern. Dann haben wir weiter dabei, bei den Troops eigentlich 10 Rubric Marines und eigentlich 5 Rubric Marines. Da haben wir einen Soul Reaper drin. Ja genau, und die sind so wie sie kommen. Und dann nebendran, im Elite-Slot 5 Thermis mit eigentlich Soul Reaper und Rocket Pot auf dem einen. Genau, das ist mein Thousand Sun Patrol. Und dort dazu haben wir gedacht, spielen wir ein bisschen Night Lords mit dem Fabius am HQ-Slot. Ebenfalls ein Patrol, er hat seinen Kilfer natürlich dabei, weil der einfach dazu gehört. Dann haben wir 10 Kultisten, so ein bisschen zum Obsack haben. Dann hier 5 schnelle Possessed und dann ganz cool bei Night Lords 8 Warp Talents, die Deep Striker können und für einen Command Point 3W6 chargen können. Ja, es ist alles sehr squishy, auch Thermis von der Felsen halten nicht wirklich viel aus. Es gibt ein paar Combos, um sie tougher zu machen, aber ich habe auch nur 8 Command Points. Ja, darum meine Armee kann hoffentlich reingehen, killen. Und der Demon Prince natürlich mit dem Mortal Wound Output von Cult of Magic ist sehr, sehr stark. Ja, dann starten wir doch am besten einfach gerade ins Turnier. So, wir sind in Bern angekommen und wir haben auch aufgestellt, mein Chaos-Gemisch ist so ein bisschen da. Wir haben hier einen Trupp mit dem Demon Prince und dann hier unten haben wir den Rubric Blob mit den Thermis und Rubric Marines, den Fabius und den Zauberer. Alles so ein bisschen eigentlich versteckt. Und die Salamanders sind da hinten ebenfalls am Warten. Es ist so ein bisschen wie ein Western Thriller, wer den ersten Schuss abgibt. Ja, mal schauen. Bin gespannt. Wir sind am Ende vom Spiel. Das Einzige, was noch lebt. So einer heroisch, Fabius Beil. Hat fast nicht den Apotheker gekillt. Genau, was ist denn Salamander? Das Spiel überrennt und es geht aus 86 zu 45 für Salamanders. Ja, sie haben da ein bisschen das ganze Board. Ja, der Beil der verschwindet jetzt da heimlich. Und macht vielleicht nächste Runde ein bisschen mehr. So, Spiel 2 gegen Necrons. Ja, wir haben hier riesige Wellen Necrons, alle schön am Führen kommen. Und meine Felsen sind so ein bisschen da hinter der Ruine versteckt. Mit dem Beil, dem Sorcerer, Demon Prince und Blob. Dann hier der grosse Zehnertrupp, der Kultisten. Yes. Ja, mal schauen, wie das zweite Spiel rauskommt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal gerade. Zweites Spiel fertig. Langsam bin ich müde. Aber ja, damals sieht fast das Gegenteil als vom letzten Spiel. Und zwar Felsen haben über die Necrons gewonnen. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Thermis, Possessed. Alle 10 Rubrics leben hier noch. Der Beil hat auch noch etwas machen, ist aber zu spät gekommen. Genau, ja. Es geht aus 94 zu 40. So, letzte Runde gegen den Luc und seine Necrons. Und er spielt nur Fahrzeuge und einen Catan.
Und Destroyers. Und Destroyer, ja, das ist fast das Fahrzeug. Das ist wirklich... Ja, er hat so alles so ein bisschen da hinten aufgestellt. Und ich habe da mal alles versucht zu hiden. Und meine Warp Talents natürlich in Reserve, wie es sich gehört. Ja. Ich habe alles versucht zu hiden. Nein, ich. Ja, schau mal, wie es rauskommt. Wir sehen das dann nach dem Spiel wieder. Ja, Ende vom Spiel. Ja, von mir hat nichts dabei, ich habe ganze 3 Punkte gemacht. Aber ich habe hier den Charge noch geschafft, und Alfred ist noch gestorben. Der Teamprint hat sicher irgendwie 20 Mortal Wound das Spiel gemacht. Ja. Aber ja. Viel Zeug umgebracht, aber lenkt halt nicht. Ja, lenkt nicht. Überrennt worden. Ja, that's it. Und ja, wir kommen dann nachher wahrscheinlich beim Heimfahren nochmal zurück. Der Luc hat irgendwie zu viele Punkte gemacht. Nein. Ich habe jetzt zu viele Punkte gemacht. Das Ja. kann man so gut zusammenfassen. Aber es war cool gewesen. So viele Fahrzeuge haben mich fast an meine Armiger erinnert. Einfach, dass die kein Quantum Shield haben. Nein. Und somit wären wir schon am Ende des Turniers. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe 2 Spiele verloren und 1 gewonnen. Ein Spiel, das gegen die Leute jetzt am Schluss habe ich ganz tief verloren. Da weiss ich nicht, was ich da gemacht habe. Es ist halt natürlich auch schwierig gegen Fahrzeuge. Ich habe etwas, was Stärke 8 ist, und das ist der Rocket Pod da. Aber naja, so ist es manchmal. Es sind alles 3 sehr coole Spiele gewesen. Zu der Listenauswertung noch ganz kurz. Demon Prince, ein Biest, wenn er Mortal Wounds machen kann. Boom, 1000 Mortal Wounds. Sehr geil. Thousand Sun haben einen okayen Output, muss man aber mit Zauber und Stratagem buffen. Und hat damit Zeit Half Stratagem und Zauber. Ist da notwendig. Rubric Marines mit einem Leben, gehen die schnell weg. Wenn mal ein Wunder durchkommt, oder Damage 2 oder Mortal Wounds, boom, 18 Punkte pro Modell, einfach weg. Ein Mortal Wound, 18 Punkte weg. Dann Fabius Bein, für seine Punkte einfach immer wert. Und dann zu den Warp Talents. Im Nahkampf ultra Biester, aber, jetzt kommt der Gag vom ganzen Turnier, aus 5, 3 bis 6 Charges, haben sie 3 Mal verkackt. Yes, es sind, glaube ich, 75% Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen. Aber ich habe aus 5 Charges habe ich ihn 3 Mal geschafft. Sehr geil. Aber hat Spass gemacht. 3 wirklich coole Spiele. Es hat Spass gemacht, weil mal Chaos Space Marine und Thousand Sun spielen. Ja, ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen. Welches Matchup hättet ihr am liebsten gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare von denen. Und ja, schreibt auch in die Kommentare, ob ihr weitere Tournament Reports gesehen habt. Würde mich mega freuen für das Feedback. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.